Bist du Töpferkönigin? Freut mich, meine Untertan. Ernsthaft jetzt nicht, oder? Doch, sicher. Nein, du verarschst mich. Ich verarsche dich. Heute bin ich im Herzen vom Thurgau in Frauenfeld. Mitgenommen habe ich eure Fragen. Pro Person gibt es maximal 3 Fragen von 3. Wie fühlt ihr euch, wenn euer Dialekt ständig von der ganzen Schweiz verarscht wird? Ich finde es eigentlich mega glatt. Ich mache es selber auch immer wieder, wenn irgendjemand etwas sagt. Ich tue mich selber eigentlich darauf lupfen. Das sind alles Arschlöcher. Ja, es war schon mal lustig, aber es hat ein bisschen die Grenzen gesprengt. Es ist einfach mittlerweile zu viel, es ist nicht mehr lustig. Man hat es langsam gehört, es ist immer das Gleiche. Eigentlich ist es ja eine ganz lustige Sache. Vor allem tönen die es nachmachen oder das Gefühl haben, es tönt so schlecht, tönen einfach noch viel verschissener als wir selber. Aber ja. Wir sind im Mund von der ganzen Schweiz, das ist auch etwas Positives. Also ich sehe es eigentlich gar nicht so schlimm. Alles noch nieder. Die sind alle noch neidisch. Auf was? Auf unseren Dialekt und auf uns, auf unsere Kultur. Ich verstehe es nicht, weil es gibt Kantone, die einen schlimmeren Dialekt. Das wäre gerade die Anschlussfrage. Welchen Dialekt findest denn du am schlimmsten? Zürcher. Den habe ich jetzt bringen, sorry. Aber ist so, ja. Ich meine, der Zürcher Dialekt ist auch nicht der schönste. Aber auch nicht so schlimm. Danke. Ich finde, Wallis ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Basel sehr lustig, Aargau müssen wir nicht drüber reden. Also ich finde Berner so schlimm. Es ist nicht kein Deutsch mehr für mich, wenn das «zwei» und «nein». In der ganzen deutschen Sprache sagt man «ei» als «ei», «zwei», «nein», «drei». Also. Wie sagt ihr dann einem Bio-Bier? Bio. Bio. Bio-Bio. Ja. Bio. Das ist... Aber du hörst schon auch, dass es lustig tönt, oder? Ja, ich weiss es schon. Natürlich klingt es komisch, aber ist halt so. Bio. Ja, es ist Bio. Ihr hört schon, dass es lustig tönt, oder? Ja. Kannst du die Thurgauer Hymne? Wir haben den Thurgauer Hymne. Es gibt ein Thurgauer Lied, ja? Das sagt man gar nicht, nein. Was ist das? Gibt es eine Thurgauer-Hymne? Es gibt ein Thurgauer Lied. Ja, also wir hätten das mal in der Schule singen. Oh Thurgau, du Heimat. Wie bist du so hold, wie glänzet oder strahlet? Wie glänzet der Wie bist du so schön? Feld und dann einfach auf Gold reimt sich hold. Wie bist du so hold? Weiter weiss ich leider auch nicht mehr. Gehört man als Thurgauer Äpfelkönigin eigentlich zum Adel? Natürlich, ich bin die höchste von allen. Bist du die Äpfelkönigin? Freut mich, meine Untertan. Ernsthaft jetzt nicht, oder? Doch, sicher. Nein, du verarschst mich. Ich verarsche dich. Besser einen so einen Titel als gar keinen, gell? Also, wo in der Schweiz kannst du sonst noch einen Titel holen? Habe ich mich letztens auch gefragt, als ich das gesehen habe, an der Olma. Könnte sein, irgendwo im Hinterthurgau kann ich mir das schon vorstellen, da Frauenfeld lange das leider nicht. Wieso habt ihr eure Herzen seit dem Tag 1 im Thurgau? Ist das nicht das Lied? Ja. Seit dem Tag 1 haben wir unsere Herzen im Thurgau. Feiern und brüllen und scherzen im Thurgau. Wurzeln im Thurgau, die Heimat der Thurgau. Geniessen unser Leben, bis wir sterben im Thurgau. Wieso habt ihr eure Herzen seit dem Tag 1 im Thurgau? Ich konnte noch nicht weg können. Ich bin hier geboren, ich bin so aufgewachsen. Ich finde das Ländliche, was Thurgau hat, einfach schön. Die Großstadt ist nicht so meins. Ja, man fühlt sich nirgends so daheim wie da. Da hat man alles. Es ist wunderschön da. Ich will nirgends irgendwo anders hin wollen. Wir sind hier geboren und wir sind sehr stolz, Thurgau zu sein. Und ihr möchtet auch hier sterben, oder? Natürlich. Geniessen unser Leben, bis wir sterben im Thurgau. Thurgau ist Leben. Das ist vom Anfang bis zum Schluss. SRF